Sehr geehrte Damen und Herren, cestovne dame a kneža, ja se vegin veselim, až možeme prezentować naš digitalisierungskonzept. Konzept. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Miriam, ich freue mich sehr, dass wir heute das Digitalisierungskonzept, das sorbische Digitalisierungskonzept vorstellen können. Mati Giswok bisa ničo nije zrozumieć, ale ja sim zrozumieć, aber ich bin zu verstehen, weil Mati gerade was schreibt. Okay. Ich will noch kurz den Hinweis geben, wir zeichnen diese Präsentation auf, sodass wir auch für alle, die jetzt hier nicht dabei sind, aber später in der Woche aufgrund von Zeitungsberichterstattung und so weiter sich das Konzept anschauen wollen und diese Einführung in das Konzept, dass die auch die Möglichkeit haben, entsprechend sich das anzuschauen. Ich würde nur den Präsentationsteil aufzeichnen, nicht spätere Fragen oder den Diskussionsteil. Mamy zase tu problem ve koti reči to činíme, ve kaki reci bejrame ženca. Aber da sind wir leider nicht so weit, dass die große Vision eines automatischen Dolmetschers mir erlaubt, in sorbischer Sprache zu referieren und automatisch Untertitel oder sogar eine Zweikanal-Tonausgabe zu präsentieren. Aber ich will gar nicht vorgreifen, was wir alles an Visionen haben. Ich möchte zunächst vorstellen, wer wir in der Runde hier anwesend sind, von Seiten der, sagen wir mal, am Konzept Beteiligten. Zunächst natürlich Mirko Schenk, den ich recht herzlich begrüße. Er ist der Auftragnehmer dieses Auftrages, ein sorbisches Digitalisierungskonzept zu schreiben. Er wird dann gleich auch entsprechend mit dem Vortrag die Entstehung dieses Konzeptes und grundsätzliche inhaltliche Aspekte vorstellen. Des Weiteren bin ich froh, Diana Shedzova und Julian Nitscher dabei zu haben, in einer Doppelrolle, und zwar einmal als Vertreter des Auftraggebers, nämlich des Stiftungsrates, und zum anderen als zwei Personen als Bestandteil des Lenkungskreises, der zwischendurch immer wieder das Konzept gelesen hat und Anmerkungen und weitere Ergänzungen dazu gegeben hat. Utrobne witaj čeknam, utrobne witaj šo do nas. Vielleicht vorweg, wie das Konzept einzuordnen ist. Wir haben 2013 im Auftrag des Stiftungsrates eine Arbeitsgruppe gegründet innerhalb verschiedener Institutionen mit Vertretern der Stiftungsverwaltung, mit Vertretung des Stiftungsrates und haben dort die Bedarfe der Sorben im Bereich Digitalisierung zusammengetragen. Weil wir immer wieder gemerkt haben, wir haben verschiedene Projekte, die aber so aus dem Stiftungshaushalt nicht finanzierbar waren. Dieses Konzept wurde 2013 dann im Stiftungsrat vorgestellt und war Grundlage für politische Aktionen, aufgrund derer uns gelungen ist, dass wir ab 2015 vom Freistaat Sachsen, ab 2016 vom Bund und ab 2017 vom Land Brandenburg zusätzliche Mittel bekommen haben für das sogenannte Projekt Präsenz der sorbischen Sprache in den neuen elektronischen Medien. Klingt etwas sperrig, aber das war die Bezeichnung dieser separaten Projektförderung von allen drei Zuwendungsgebern. Und wir haben uns im Bereich dieser extra Förderung eigentlich primär um drei Hauptsäulen gekümmert. Zum einen um das Entstehen eines sorbischen Lernportales zum Erlernen der sorbischen Sprachen oder Ober- und Niedersorbisch. Sorbisch online lernen, online verfügbar unter sprachkurs.sorbischlernen.de. Eine weitere Säule war ein digitales Lehrwerk, hieß das anfangs. Daraus wurde dann ein Lernportal für Schüler des Sorbischunterrichtes, wo man Grammatik und Rechtschreibung spielerisch erlernen konnte durch verschiedene Aufgaben. Und eine dritte Säule war der Ausbau der Rechtschreibkontrolle in der sorbischen Sprache, wo eine ganze Menge Daten dahinter stecken. Oh, nicht mal Mikrofon da switchen. Okay. Zumindest war das dann eine Phase, wo wir viel Basisarbeit leisten mussten. Und dann kam irgendwann der Punkt, dass wir sagen, okay, in welche Richtung soll es denn in den nächsten Jahren weitergehen? Und das war genau der Punkt, wo der Stiftungsrat gesagt hat, man solle sich doch mal in der Stiftungsverwaltung Gedanken machen, wie so ein Digitalisierungskonzept aussehen könnte. Wir haben dann 2018 so erste grundsätzliche Eckpfeiler mal niedergeschrieben in Form einer Mindmap. Die wird Herr Schenk dann auch nochmal präsentieren.
und waren dann ganz froh, als wir 2019 tatsächlich jemanden gefunden haben, der in unserem Auftrag sich dessen mal komplett annimmt und dieses Digitalisierungskonzept aufschreibt. Wir hatten dann in der ersten Zwischenphase die Möglichkeit, im Rahmen der ersten Digitalisierungskonferenz im November 2019 erste Ergebnisse zu präsentieren und auch das weitere Vorgehen zu diskutieren. Das Interesse war überwältigend. Wir hatten sehr viele Teilnehmer, die sich aktiv in die Diskussion eingebracht haben und die auch in der Vergangenheit aktiv auf dem Gebiet der Digitalisierung waren und weiter sind. Und jetzt haben wir den Punkt, dass wir im Stiftungsrat exakt vor einer Woche am Donnerstag dieses Digitalisierungskonzept vorstellen konnten und den Auftrag bekommen haben, bitte so schnell wie möglich veröffentlichen, in Form einer Pressekonferenz vorstellen. Und das ist genau der Sinn des heutigen Termines. Zur Einordnung vielleicht, das ist ein Konzept, was von Mirko Schenk geschrieben wurde, mit Unterstützung des Lenkungskreises. Aber da wird es bestimmt noch einige Sachen geben, die zu ergänzen sind, von Seiten der sorbischen Institutionen, von Seiten der Öffentlichkeit. Aber genau dafür wird jetzt dieser öffentliche Diskussionsprozess angestoßen, der dann münden soll im Herbst diesen Jahres in einer zweiten Digitalisierungskonferenz, wo das dann zusammengeführt wird und das Konzept entsprechend fortgeschrieben wird. Also wie gesagt, das ist ein erster Entwurf, so dass man sagen kann, das ist erstmal die ganze Breite, die erfasst wurde. Und alles weitere, wie mit dem Dokument gearbeitet wird, das ist tatsächlich ein Ergebnis der Diskussion der nächsten Wochen und Monate. Das ist quasi kein Papier, was jetzt in Stein gemeißelt ist, sondern, wie man in Englisch so schön sagt, a living paper, was ständig weiterentwickelt und weiter fortgeschrieben wird. Tak útrobne Jack najprve tak daleko a nin to ja přepodám ty slovo myšlenky a so veselu zovun předstaj, jak je tu ten koncept nastal a čo sú vône dybky tuto koncepta. Ja, gdyby nas jeszcze czynć k moderatory, albo so możecie w obrazu podzielić, ne? Hi, Gudrun Jakjana. Strich hier Heise Bokamo Bobraso Kudjilic. Städte Brauer. Tak, ja. Skut Galadat, jestem. Oh, Skut Bobraso Kuzminic. So. Vielleicht ein kurzer Hinweis an dieser Stelle. Wir werden auf unserer Webseite diese Präsentation zur Verfügung stellen. Natürlich den Link zum Konzept. Und ich werde dann im Anschluss auch noch eine kleine Präsentation haben zum weiteren Vorgehen. Auch diese Präsentation wird dann auf der Website zur Verfügung stehen. Mirko, proszę, Mirko Schenk. Danke. Ja, genau, vielen Dank. Dann, ja, ich freue mich, dass ich heute hier das sorbische Digitalkonzept vorstellen kann. Genau, die Agenda ist die folgende. Und zwar möchte ich, ja, im Groben sind es 3 Punkte. Ne? Ich möchte einmal die Entwicklung und Zielstellung des Konzepts ein bisschen erläutern, dann die Ergebnisse und Maßnahmen, die sich daraus ergeben haben, vorstellen und zum Schluss noch kurz anreißen, welche Maßnahmen jetzt schon begonnen wurden aus dem Konzept. Und dann werde ich an der Stelle auch dann wieder an Jan übergeben, der dann noch ja, das weitere Vorgehen mit vorstellt. Und ich möchte noch kurz die Gelegenheit nutzen, mich nochmal vorzustellen für diejenigen, die mich nicht kennen. Mein Name ist Mirko Schenk. Ich bin Jahrgang 78, bin aus Bautzen, bin selbst Sorbe und habe dann in Dresden Wirtschaftsinformatik studiert und dann zunächst ja für Beratungsunternehmen gearbeitet und auch im IT-Bereich des Freistaates Sachsen gearbeitet und habe mich dann 2018 selbstständig gemacht und ja, betreue als selbstständiger IT-Berater und Prozessberater, Digitalisierungsberater Kunden in der öffentlichen Verwaltung, in kleineren und mittelständischen Unternehmen und ja, lebe jetzt in Dresden mit meiner Frau und 3 Kindern, wobei wir schon wieder den Rückzug in die Lausitz schon planen. Ja, also jetzt möchte ich zunächst die Entwicklung und Zielstellung des sorbischen Digitalkonzepts vorstellen. Mirko, wir sehen nicht die Präsentationsansicht. Ist das Absicht? Oh, welche seht ihr? Die normale PowerPoint-Ansicht. Er hat Entschuldigung.
Okay, Technik. Ja, jetzt sehe ich's. Ihr seid hier und ich bin da. Gut. Das ist mit 2 Monitoren doch ein bisschen trickier. Gut, dann nehme ich den wieder rüber. So, schaue ich halt in die Kamera. Ja, das nicht groß machen. Okay, kurz Moment. So, kann ich vielleicht den zweiten Bildschirm freigeben? Nicht. So, dann muss ich mal kurz die Freigabe beenden. Hm. Uns ist inzwischen ein User zugeschaltet mit dem schönen Namen Digi21. Auch sehr schön. Já si myslu, že jsou to subskenujene. Ale si nejsem věsta. So, jetzt habe ich es. Dann schaue ich jetzt doch nicht mehr in die Kamera, sondern auf die Seite. Oder versuche mal beides. Genau, also zur Entwicklung des sorbischen Digitalkonzepts. Also ja, wir haben uns in der zweiten Jahreshälfte 2019 mit der Stiftung zusammengesetzt und ja, so die ersten Schritte und den Rahmen besprochen, ne, wie wir an diesen Auftrag herangehen, wie wir das umsetzen können. Und letztendlich hat es dann pandemiebedingt bis Ende letzten Jahres gedauert, um das Digitalkonzept bis zu der jetzigen Reife zu führen, sage ich mal. Und genau, und zunächst, ne, 2019, wie Jan Buda schon sagte, haben wir zunächst so, hat er mir die Mindmap gegeben und die habe ich noch ein bisschen weiterentwickelt und so geschaut, was gehört alles in die sorbische digitale Welt. Ja, welche Bereiche schauen wir uns dort ein? Und ne, diese Bereiche sind auch nicht statisch, die wachsen ständig. Ne? Die digitale Welt entwickelt sich ja weiter. Und so haben wir uns dann äh, zusammen auch mit Experten darauf geeinigt, dass wir erstmal 11 dieser Bereiche analysieren und uns genauer anschauen. Und genau, und das heißt, mit der Zusammenarbeit mit sorbischen, obersorbischen, niedersorbischen und auch deutschen Experten habe ich dann diese einzelnen Themenbereiche analysiert. Und weil ich sehe mich selbst eher als Generalisten, ne, und das heißt, ich brauche dann schon ein paar Spezialisten für die einzelnen Bereiche. Und ja, und so haben wir das Konzept dann Ende letzten Jahres fertiggestellt und auch schon mit den ersten Maßnahmen begonnen. Und ja, wie es hier steht, ne, ist eine dauerhafte Fortschreibung des Konzeptes auch wird angestrebt, ne, damit wir auch mit den aktuellen Entwicklungen ähm, äh, ja, der digitalen Welt Schritt halten, damit wir immer wieder die neuen Entwicklungen auch ins Konzept mit einbringen können und die mit beachten. Ja, jetzt haben wir uns dann als nächstes gefragt, was sind denn so die Ziele oder die Inhalte auch des Konzepts? Ne? Was wollen wir dort äh, beschrieben haben? Und ja, da haben wir uns versucht, diese folgenden Fragen zu beantworten. Ne? Welche Vision haben wir für die sorbische digitale Welt? Ähm, ja, dann welche Bereiche beinhaltet diese Welt? Ne? Wie ist der Stand der Entwicklung in diesen Bereichen, sowohl ne, in der die technologische Entwicklung als auch dann der Stand bei uns Sorben. Ne? Wie weit sind wir dort in diesen Bereichen? Dann konnte man schön die Maßnahmen daraus ableiten, ne, wo man gesehen hat, hier sind wir noch nicht so weit, dort sind dann entsprechende Maßnahmen auch notwendig und die habe ich aufgeschrieben, habe die Schritte zu den Maßnahmen mir überlegt und habe grob abgeschätzt, wie aufwendig auch diese Maßnahmen sind, wie viel Zeit und Ressourcen sie benötigen. Und letztendlich habe ich in dem Konzept auch die noch Aufgaben, die sich aus den Maßnahmen ableiten lassen, mit aufgeführt. Ne, das sind eher dauerhafte Aufgaben und habe auch überlegt, welche der sorbischen Institutionen kann dann diese Aufgaben schon übernehmen.
Und jetzt auf den ersten Punkt möchte ich im Folgenden eingehen, nämlich die Vision der sorbischen digitalen Welt vorstellen. Und das sind mehrere Punkte, werde ich einige das expliziter nennen. Nämlich die erste Vision ist so ein bisschen, dass wir Sorben und auch Sorbisch Lernende leicht auf unseren digitalen Geräten schreiben können. Ja, ähnlich leicht, wie wir jetzt Deutsch schreiben. Das wird auch unterstützt werden von den Geräten, dass wir ja erstmal auf allen Geräten schreiben können, als sei es Microsoft oder Apple oder Android, und dass wir auch überall eine Rechtschreibprüfung haben, eine Autokorrektur, eine Wortvorschlagsliste und so weiter. Der zweite Punkt ist dass wir auch ähnlich mit unseren Geräten sprechen können in den sorbischen Sprachen, wie wir es jetzt mit der deutschen oder englischen Sprache können, dass die Geräte uns verstehen. Ja, dann der Punkt Unterhaltungsmedien, dass wir also auch vielfältige digitale, sorbischsprachige Medien zur Verfügung haben. Also zu Medien zähle ich dann digitale Bücher, digitale Hörbücher, digitale Musik, die übers Internet gestreamt wird, und digitale Videos, professionelle Videos, die auch online verfügbar sind. Auch Spiele zählen auch dort rein, dass wir da ein vielfältiges Angebot haben und nachher auch einen leichten Zugang zu diesem Angebot, dass wir es leicht finden und nicht lang suchen müssen. Gibt es schon eine Frage dazu? Sonst mache ich erstmal weiter und dann vielleicht die Fragen im Anschluss. Ja, auch wieder die Vision, dass wir eben unsere Informationen und Angebote leicht finden, ne, im Internet sehr schnell und leicht finden. Dann hier die 3 Punkte sind eher das Finden von Gleichgesinnten, auch das Finden dass sich Auftraggeber und Auftragnehmer leicht finden, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, dass wir Sprachlernangebote haben, dass die Mitarbeiter in den sorbischen Institutionen auch sorbische Benutzeroberflächen für ihre tägliche Arbeit haben und dass Geschäftsvorgänge in den öffentlichen Bereichen auch ja, in den sorbischen Sprachen möglich sind. Das sind so ich sag mal, diese Leitsterne, die uns so ein bisschen geleitet haben bei der Erstellung des Konzepts. Jetzt möchte ich nochmal die angesprochene Mindmap zeigen, die so ein bisschen den gesamten Umfang des Digitalkonzepts darstellt. Wie wir sehen, sind das inzwischen 9 Handlungsfelder, haben wir sie genannt. Ja, zu Beginn des Konzepts waren es noch 8. Ne? Das heißt, der 9. Punkt ist jetzt inzwischen dazugekommen. Und so gehe ich davon aus, ne, dass sich im Laufe der Zeit weitere Handlungsfelder oder auch Themenbereiche dann dazukommen. Und ich denke, die Handlungsfelder erklären sich am leichtesten, wenn ich vielleicht die Mindmap noch öffne. Das ist eventuell ein bisschen erschlagend, aber versuchen es mal. Also der erste Bereich ist die Sprachnutzung. Das heißt, dass wir sprechen und schreiben mit unseren digitalen Geräten. Die digitale Sprachintegration beinhaltet eher so die Basisthemen wie einmal diese Präsenz in Standards, in internationalen digitalen Standards, sage ich mal, dass unsere beiden Sprachen dort mit vertreten sind, dass wir ja, Lizenzen für unsere Texte haben, für linguistische Ressourcen haben, dass wir die auch digital anbieten können und nutzen können. Und letztlich auch Lobbyarbeit gehört dort ein bisschen dazu, dass wir ja, politische Unterstützung und auch Unterstützung seitens der Digitalkonzerne erhalten. Ja, dann haben wir den Bereich digitales Marketing, digitale Medien, Vernetzung sind dann die sozialen Medien. Bei digitaler Kompetenz geht es eher um die Bereiche Weiterbildung. Da haben wir den Bereich digitale Arbeitswelt, Kulturerbe und ja, jetzt noch digitaler Lebensraum, was eher so Automaten des täglichen Lebens meint. Ne?
Parkscheinautomaten oder Ticketautomaten bei der Bahn, auch Ansagen in Bus und Bahn und Anzeigen, ne, die sind ja auch digital und können auch in unserem Siedlungsgebiet auch sorbisch erfolgen. Ja, das ist so quasi der Überblick über die gesamten Themenbereiche. Und jetzt haben wir die folgenden Themenbereiche zunächst für das aktuelle Digitalkonzept uns ausgewählt. Ne, auf diese Themenbereiche habe ich halt im Detail analysiert. Und jetzt im Anschluss haben wir noch ein zusätzliches Konzept gemacht zu der digitalen Arbeitswelt. Ja, und jetzt möchte ich im nächsten Punkt auf die Ergebnisse eingehen, dieser Themenbereiche. Und da möchte ich einen Themenbereich, nämlich die erstmal schreibende Interaktion, also das Schreiben mit unseren Digitalgeräten, das möchte ich etwas genauer vorstellen und dann für die weiteren Themenbereiche, sagen wir, kurz die wichtigsten Aspekte anreißen. Ja, also zum Schreiben auf elektronischen Geräten, genau da, also das ist jetzt so aus der Zusammenfassung zu diesem Themenbereich, da sieht man, ich habe ihn nochmal kurz beschrieben und aus der Vision oder eine der Visionen dann zugeordnet zu diesem Themenbereich und daraus abgeleitet noch eine etwas konkretere Zielstellung, ne, also ein Ziel, an dem wir uns auch messen lassen können, ne, wo wir sehr konkret wissen, okay, was wollen wir für diesen Themenbereich, ne, möglichst auch mit Termin hinterlegt, okay, das wird jetzt schon knapp, aber das Ziel in diesem Bereich ist, dass wir eben auf den meistgenutzten Applikationen, auf unseren Windows- und Android-Geräten, werden wir dabei unterstützt, unsere sorbischen Sprachen ja, zu schreiben und auch ja, Unterstützung zu bekommen hinsichtlich Rechtschreibprüfung, Grammatik, Autokorrektur und so weiter. Ja, und mit diesen Zielen ja, bin ich jetzt auch in die Analyse der Themenbereiche gegangen und konnte dann quasi abschätzen, wie weit sind wir von diesem Ziel entfernt. Und das sieht im zusammengefassten Ergebnis dann so aus, dass ich zunächst geschaut habe, ne, weltweit oder in diesem Fall deutschlandweit, wie ist der Stand der technologischen Entwicklung. Ne? In diesem Fall auch mal zu schauen, welches sind denn die meistgenutzten Geräte. Ne? Ist es, ja, das ist jetzt der Stand von 2019. Also ich denke, das hat sich eventuell schon ein bisschen verändert, dass die mobilen Geräte jetzt mehr zunehmen und auch ja, entsprechend an Android und iOS schon etwas zugelegt haben. Ja, das heißt, auch diese Entwicklung müssen wir ein bisschen im Hinterkopf behalten, ne, dass wir quasi uns auch ja, bei der Entwicklung von sorbischen Technologien dann ja auf das fokussieren, was zukünftig stärker genutzt wird. Ja, und genau. Und entsprechend habe ich dann geschaut, wie weit sind wir im sorbischen Bereich, ne, und habe versucht, das auch mit Farben zu markieren, wo es geringen Handlungsbedarf gibt, ne, und wo es dann doch starken Handlungsbedarf gibt. Na, und da sieht man, das war recht erstaunlich, fand ich, dass wir eigentlich auf allen unseren Plattformen und Geräten bereits die Möglichkeiten haben, recht leicht eine sorbische Tastatur zu installieren, die auch sorbische Wörter kennt. Und ja, dass wir ein sorbisches E-Mail-Programm haben, was komplett eine sorbische Benutzeroberfläche hat, auch einen komplett sorbischsprachigen Browser, ähm, ein Online-Wörterbuch und inzwischen sogar ja das Sotra, also ein Online-Übersetzungsdienst, der uns komplette Sätze übersetzt. Ja, ein komplett sorbischsprachiges Office-Paket. Bei Microsoft Office werden wir gut unterstützt, bis auf die Online-Version. Ja, wenn wir jetzt Office Online, also im Browser nutzen, dort fehlen die sorbischen Sprachen noch komplett. Interessant fand ich dann, wir haben eine kurze Umfrage seitens der Stiftung gestartet und versucht mal so ein Stimmungsbild bei den Sorben einzufangen. Und ja, der Eindruck zumindest war, dass vielleicht nur gut 2/3 diese Angebote überhaupt kennen. Ne? Wie kann ich denn Sorbisch auf meinem digitalen Gerät schreiben?
was für Möglichkeiten habe ich da, ne? Was für Möglichkeiten habe ich, E-Mails sorbisch zu schreiben und so weiter. Und nur grob 1/3 dieser Angebote auch nutzt. Ja. Und aus diesem Punkt konnte man dann recht gut auch schon die erste Maßnahme ableiten, dass ja, eben die Angebote bekannt gemacht werden und die Nutzer dabei unterstützt werden, diese Angebote zu nutzen. Ja. Das heißt, jetzt im Folgenden sind mal die ganzen Maßnahmen aufgelistet, die jetzt diesen einen Themenbereich betreffen. Ne? Und das erste, ich habe es dann genannt, Bekanntmachen vorhandener Lösungen des Schreibens. Okay, das ist ein bisschen holprig, aber genau das meint es, ne, dass wir ja möglichst schnell versuchen, auch ja, den Leuten das leicht verständlich zugänglich zu machen. Ne? Wie kann ich denn Sorbisch schreiben auf meinen Geräten? Ja, das war im Prinzip so mal jetzt ein Themenbereich vollständig beleuchtet. Und jetzt möchte ich kurz die anderen Themenbereiche nochmal überfliegen. Da haben wir den nächsten Themenbereich des Sprechens mit unseren digitalen Geräten. Ne? Und dort sehen wir, dass das Ziel in meinen Augen ist quasi ein Sprachassistenzsystem. Ja? Also ein System, was mich versteht, wenn ich Sorbisch mit ihm spreche und was mir ein Feedback liefert. Also wenn ich frage, wie ist gerade die Uhrzeit, ne, dass dann die Uhrzeit mir zurückgesprochen wird oder geschrieben wird. So, und so ein Sprachassistenzsystem besteht aus 4 Bereichen. Ne, und in allen 4 Bereichen haben wir Projekte, also laufen bereits Projekte. Und ich glaube, hier ist eher die Herausforderung, dass wir diese Projekte ein bisschen mehr noch zusammenbringen, ne? Dass wir schauen, dass die sich dann irgendwann zusammen in Richtung eines Sprachassistenzsystems entwickeln. Ja, der nächste Bereich ist die politische Unterstützung und Lobbyarbeit. Ja, auch hier sieht man, dass wir zumindest zu den Digitalkonzernen hatten wir mal Kontakte. Ne? So ist ja auch für Microsoft Office die Rechtschreibprüfung entstanden. Und die Kontakte sind aber zum Teil eingeschlafen und ja, werden aktuell nicht genutzt, ne, um weiter unsere Anliegen dort ja, bei Microsoft auch bekannt zu machen und auch Hilfe zu bekommen. Ne? Und das heißt, hier sehe ich einen großen Handlungsbedarf, ne, dass wir eben vielleicht sogar über die Politik oder mit der Politik zusammen auch an die Digitalkonzerne wieder herantreten und ja, sie für unsere Vorhaben vor allen Dingen im Digitalisierungsbereich gewinnen, ne, dass wir dort Hilfe brauchen, ähm, ja, um in den großen sagen wir, Dienstleistungen dieser Firmen mit vorhanden zu sein oder vertreten zu sein. Ja, der nächste Punkt ist die digitale Vernetzung, soziale Medien. Ja, auch da zeigt sich eher oder war mein Eindruck, ja, dass wir schon zum Teil gut vertreten sind in den Medien, zum Teil halt noch nicht oder gar nicht. Und das ist aber für Nutzer auch, ich fand es sehr schwer, ne, den Überblick zu erhalten. Also wo finde ich denn sorbischsprachige Facebook-Seiten? Zu welchen Themen gibt es diese? Wo gibt es vielleicht WhatsApp-Gruppen? Ja, die sind ja nicht öffentlich, aber die sind ja aus dem Vernetzungsgedanken auch wichtig, dass ich weiß, wenn ich neu irgendwo dazuziehe, wie vernetzen sich dort die Leute, wo erreiche ich andere Sorben, ja, genau, also da gibt es auch noch Handlungsbedarf. Der nächste Punkt sind die digitalen Unterhaltungsmedien. Da habe ich mir zunächst einmal die Entwicklung, ja, in dem Fall wieder deutschlandweit angeschaut. Ne, und ich glaube, die Zahlen sind noch vor der Pandemie. Das heißt, jetzt, denke ich mal, sind die noch wesentlich höher, ne, dass noch mehr eben die digitalen Medien genutzt werden. Ne, also dass Videostreams gehen wir davon aus, dass fast 100% der Leute Videostreams auch schauen. Ähnlich sieht es dann aus mit Musik, auch mit Videospielen. Das sind recht hohe Raten. Lediglich bei Hörbüchern sind es nicht ganz so viel. Und dann habe ich mir angeschaut, ne, was haben wir als Angebote dann seitens
der Stiftung oder vom Domowina Verlag oder auch Videos auf YouTube und so weiter und unserer Fernseh- und Radiosender. Und da zeigt sich, dass Fernseh und Radio, das wird auch live oder auch später ist im Netz verfügbar. Ne? Es wird gestreamt, ist also digital verfügbar. Genau, und Videos, sind recht wenige bisher und ich sag mal vor allen Dingen professionelle Videos, ne, die es bisher als DVD gibt. Davon sind nicht viele wirklich als digitaler Stream verfügbar oder digitaler Download. Ja, und das Ähnliche ist mit Büchern und Hörbüchern oder sagen wir Musik und Hörbüchern zunächst. Ne? Die haben wir als CD recht stark verfügbar, aber als Musik läuft jetzt ein Projekt, ne, dass wir die CDs auch als Streams anbieten. Und das Gleiche gilt dann für Hörbücher, dass wir die als Download oder als Stream anbieten. Ja. Und so weiter. Also die Zeitungen liegen digital vor, das ist schön. Und aber insgesamt gibt es da auch noch Handlungsbedarf. Ja, das nächste Feld ist das digitale Marketing. Dort vielleicht dazu, vielleicht ist eher mein gesamter Eindruck, dass wir dort halt professionelle Unterstützung benötigen, ne, um diese neuen Möglichkeiten des Marketings, des Online-Marketings komplett und professionell zu nutzen, vielleicht sogar über unsere sorbischen Institutionen übergreifend zusammen zu nutzen. Ne. Dafür brauchen wir noch Grundlagenarbeit. Und der Bereich, der momentan stark bedient wird, ist so Social Media Marketing, und vielleicht auch E-Mail-Marketing zum Teil. Aber der ganze Rest, ne, der braucht halt auch viele Ressourcen, ne, um das ordentlich zu bedienen. Und die Ressourcen sind momentan nicht da oder müssen erstmal geschaffen werden. Da muss man sich ein Konzept überlegen, wie man das gemeinsam vielleicht löst. Dann haben wir den Bereich noch Open Access, Open Data, Lizenzen. Ja, hier ist vielleicht der Status quo auch der, dass wir noch an einigen Stellen noch klären müssen, welche der linguistischen Ressourcen, die wir haben, der Wörterbücher und der Wortlisten und so weiter, welche Rechte auf diesen Ressourcen liegen. Wer dürfen diese online verwendet werden, veröffentlicht werden? Dürfen sie in Projekte wie Soplex.de oder Sotra.de benutzt werden? Zu welchen Konditionen dürfen sie das? Und so weiter. Ja. Und der letzte Bereich ist der Bereich Präsenz in den internationalen Standards, in den Digitalstandards. Und da sieht es meiner Meinung nach recht gut aus. Da sind wir auf einem guten Weg, weil das auch einzelne Personen immer mit im Blick hatten. Also sind wir, unsere beiden sorbischen Sprachen sind in den ISO-Standards vertreten. Ne? Unsere sorbischen Schriftzeichen sind im Unicode mit enthalten. Und dann gibt es eine Unicode Common Language Data Repository, nennt sich das. Das ist eine Online-Datenbank, die die wichtigsten Begriffe und Bezeichnungen einer Sprache enthält, ne? Wie unsere Zahlen, unsere Zeitform, unser Datum, unsere Tagesbezeichnung und so weiter. Und sobald diese Datenbank gefüllt ist, ne, dann greifen auch große Digitalkonzerne wie Microsoft und Apple und Google auf diese Datenbank zu und können dann ihre Produkte in den entsprechenden Sprachen anbieten. Ne? Und dadurch, dass diese Unicode CLDR so gut gefüllt ist, also noch nicht vollständig gefüllt, aber sie ist gut gefüllt mit sorbischen Begriffen, daher ist es auch möglich, Windows auf Sorbisch umzuschalten und man sieht dann wenigstens das sorbische Datum, die sorbische Uhrzeit eingestellt. Ja, und auch da gibt es Projekte, die dafür sorgen sollen, dass das langfristig immer weiter ausgefüllt wird, denn diese Datenbank wächst auch immer weiter. Momentan kommen die Emojis dazu. Ne? Jedes Emoji hat ja auch eine Bezeichnung, so wie Lachen mit Tränen oder sowas. Ne? Und diese Bezeichnungen, die können auch alle ins Sorbisch übersetzt werden. Das ist also auch eine dauerhafte Aufgabe, diese Datenbank zu füllen.
Ja, und der Bereich Terminologien, der meint quasi ja, Wortlisten, die zu einem bestimmten Bereich gehören. In dem Fall geht es ja eher um IT-Terminologien, Fachterminologien. Und solche Terminologien entstehen ja bei der Übersetzung von Software wie Firefox und LibreOffice, ne, und auch von anderer Software. Und hier ist quasi der Stand, dass wir einige verschiedene Software bereits übersetzt haben und diese Terminologien derzeit ja, noch nicht so zentral vorhanden sind und damit auch noch nicht direkt zur Verfügung stehen für weitere Übersetzungsprojekte. Und das ist jetzt auch eine Maßnahme, die begonnen hat, dass wir die Terminologien zentral zusammenführen und dass sie damit auch für neue Projekte zur Verfügung stehen. Und auch mit dem Ziel, dass wir sie mal in eine Datenbank überführen und linguistisch verifizieren lassen. Ja, jetzt waren es zum Großteil auch engagierte Privatpersonen, die hier eben Firefox und LibreOffice übersetzt haben. Ja, so jetzt sehen wir das waren so die Ergebnisse aus diesen Themenbereichen und daraus abgeleitet eine Menge an Maßnahmen. Jetzt war für mich so die Frage, wie können wir diese Maßnahmen ja, priorisieren? Ne? Womit fangen wir an und was kann vielleicht später gemacht werden? Und dazu habe ich mir zwei ja, Übersichten überlegt, nämlich einmal hier äh, diese Pyramide ein bisschen ist angelehnt an die Struktur des Digital Language Survival Kit. Und die Struktur sagt quasi, dass wir zunächst die Basis schaffen, ne? Erstmal die technologische Basis, dass wir eben die Datenbank weiterfüllen, dass wir linguistische Ressourcen durch die Lizenzen klären, dass wir sie weiter ausbauen, die Terminologien, dass wir damit eine technologische Basis auch haben, mit der wir nachher die Software, also weitere Software übersetzen können und auch an die Digitalkonzerne herantreten können und sagen können, hier schaut, wir haben alles da, wir haben es übersetzt, ne, bitte übernehmt das in eure Produkte, in eure Angebote und bietet die damit auch auf Sorbisch an. Ne, das ist so die Zielstellung. Und eben um Kontakt zu Digitalkonzernen zu bekommen, nachhaltigen, sind wahrscheinlich die Kontakte zur Politik auch notwendig. Genau, wenn die Basis gelegt ist, ne, dann können wir zunächst sorbische Sprachräume schaffen, indem wir die Software übersetzen und darauf aufbauend dann weitere Angebote äh, anbieten sozusagen. Und damit eben auch die Nutzung dieser Angebote geschieht, ne, brauchen wir permanent das Marketing, ne, brauchen wir ja, die Unterstützung von der Seite, dass die Angebote überhaupt bekannt sind, verfügbar sind, dass sie leicht zugänglich sind. Ja. Also entsprechend habe ich hier nochmal die Priorisierung aus meiner Sicht angefügt. Ja, eine andere Sichtweise auf diese 50 Maßnahmen ist die Gliederung nach Aufwand und Nutzen. Ne, ich hatte jede Maßnahme auch dahingehend mir angeschaut, ne, wie hoch ich den Nutzen einschätze und wie hoch ich den Aufwand einschätze. Und ja, entsprechend habe ich sie dann in diese Kästchen gepackt und ja, und einige der Maßnahmen wurden jetzt bereits begonnen. Ne? Das gehe ich dann gleich im Folgenden nochmal drauf ein. Ja, und aus diesen Maßnahmen habe ich dann auch mal versucht abzuleiten, was sind denn so die dauerhafte Themen, ne, dauerhafte Aufgaben, die vielleicht auch in einzelnen Institutionen liegen können, natürlich auch ausgelagert werden können. Aber ja, und diese langfristigen Aufgaben habe ich dann auch im Konzept etwas detaillierter ausgeführt. Hier sind jetzt nochmal aufgelistet als Beispiele, ne, zum Beispiel diese Kernaufgaben eines sorbischen Digitalisierungsbeauftragten, der vielleicht als die Schnittstelle für die Digitalisierung zentral ja, da ist und die ganzen Projekte im Kopf hat, ne, und mitsteuert und zusammenführt. Und ja, eine Aufgabe wird auch sein, die Weiterentwicklung des Digitalkonzepts. Dazu gehört dann eben die Informationen und Ressourcen der digitalen Welt zu sammeln und bereitzustellen.
Ja, und dann gibt es weitere Aufgaben wie diese ständige Vervollständigung dieser Datenbank für beide sorbischen Sprachen, dann vielleicht Marketing-Teams zu formen, ne, übergreifende, dann vielleicht die Lobbyaufgaben zu übernehmen und auch Nachwuchs, sorbischsprachigen Nachwuchs im Digitalbereich zu fördern, heranzuführen. Ne. Das ist auch in meinen Augen eine dauerhafte Aufgabe. Ja, da möchte ich noch zum Abschluss kurz auf die Umsetzung der ersten Maßnahmen jetzt explizit aus dem Konzept kurz eingehen. Da haben wir bereits Ende letzten Jahres begonnen mit eben der Produktion von Videos und Anleitungen um eben das sorbische Schreiben auf unseren digitalen Geräten leicht verständlich zu erläutern, ne, wie man es denn leicht macht, dass ich auf meinem Android-Handy eine sorbische sorbische Tastatur installiere und dann sorbisch schreiben kann. Ja. Das Projekt ist begonnen und sollte demnächst auch beendet sein. Dann wurde eine Bedarfsanalyse der sorbischen Arbeitswelt durchgeführt und es wurden jetzt die 3 wichtigsten Bedarfe mal festgestellt und an denen wird weitergearbeitet, nämlich in einem sorbischen Dokumentenmanagementsystem, dann eben unter der Maßgabe, dass es Obersorbisch, Niedersorbisch und Deutsch kann. Und der Bereich des Wissenstransfers, der Weiterbildung, das war noch ein wesentlicher Punkt, ne, dass die digitalen Themen auch ständig ausgetauscht werden zwischen den Mitarbeitern sorbischer Institutionen und dass sie ja auch immer Möglichkeiten haben, sich dort weiterzuentwickeln, um ja auch diese digitalen Tools zu beherrschen. Ja, dann haben wir noch begonnen mit der Sammlung und Bereitstellung von den Terminologien, von den Fachterminologien, sodass die für weitere Lokalisierungsprojekte zur Verfügung stehen. Ja, es wurde sogar ein sorbischer Digitalisierungsbeauftragter jetzt benannt, der demnächst mit seiner Arbeit beginnt. Und die Weiterentwicklung des Digitalkonzepts steht auch in Aussicht. Da möchte ich noch mit der folgenden Folie abschließen, nämlich, dass wir versuchen sollten, unseren Blick auch bei allem, was wir jetzt tun, ein bisschen weiter noch in die Ferne zu lenken und zu schauen, ne, wie wachsen denn unsere Kinder und vielleicht demnächst unsere Enkel mit digitalen Geräten auf, ne, was wird für die relevant sein, ne? Und die werden wahrscheinlich gar nicht mehr großartig schreiben auf den digitalen Geräten, sondern sie werden vermehrt damit sprechen, ne? Das heißt, das sollten wir mit im Blick halten, damit wir jetzt schnellstmöglich auch Angebote schaffen, dass unsere Kinder und Enkel dann auch Sorbisch eben sprechen können mit ihren Smartwatches, mit ihren Smart Speakern und so weiter. Und ja, damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und möchte jetzt an Jan Buder zunächst übergeben und dann, denke ich, stehen wir danach für Fragen zur Verfügung. Gudrun mit Jacques Mirko-Schenk, vielen Dank. Sie merken, das ist ein sehr umfangreiches Konzept, was einerseits sehr in die Breite geht, andererseits auch tatsächlich es gelungen ist, in ausgewählten Bereichen in die Tiefe zu gehen und so konkret zu werden, dass wir jetzt tatsächlich konkrete Aufgaben vor uns haben, die wir formulieren können und auch entsprechend Mitstreiter suchen können, welche genau diese Aufgaben für uns übernehmen. Ich würde gleich im Anschluss, bevor wir die Fragerunde eröffnen, die nächsten Schritte kurz erläutern wollen. Es gab schon ein paar Bemerkungen, in welche Richtung es gehen soll, aber ich würde trotzdem gern ein paar strategische Aspekte der Umsetzung tatsächlich ins Feld führen. Und zwar geht es hier tatsächlich um die Frage, was genau soll umgesetzt werden. Da hatten wir jetzt gerade schon im Vortrag gehört, es gibt eine ganze Menge an Handlungsfehlern, Maßnahmen, Themenbereichen, die müssen irgendwie bewertet werden. Da haben wir uns tatsächlich die Prioritäten der Stiftung und die 10 Visionen, die vorgestellt wurden, als Leitlinie oder Leitsterne wurde das erst schön genannt, genommen. Und was in der letzten Folie auch rüberkam,
Wir müssen natürlich darauf achten, was ist die Nutzerperspektive? Was nutzt dem Sorben oder dem Sorbisch Lernenden am meisten? Was nutzt dem Image der Sprache am meisten? Und sich dann tatsächlich genau auf diese Projekte zu fokussieren. Es gibt dann immer noch die Frage, wer soll das eigentlich alles umsetzen? Und hier ist es genau wichtig, dass man sagt, wer sind die vorhandenen Akteure, die sowieso schon was machen? Das sind Institutionen genauso wie Privatpersonen, aber diese ganzen Aktivitäten müssen koordiniert werden. Das wird eine zentrale Aufgabe des Digitalisierungsbeauftragten sein. Wir müssen natürlich neue Akteure gewinnen und Partner gewinnen. Das heißt, es gibt genug Leute, die gern bereit sind, wenn man ihnen sagt, wo können wir unterstützen, dass man zum Beispiel mal sagt, okay, ich sammle auch mal ein paar Sätze oder ich schaue mal rüber, ob die Sätze korrekt sind, ob Übersetzungen korrekt sind oder ich stehe zur Verfügung für gewisse Tonaufnahmen. Das sind alles so Sachen, wo man merkt, da gibt es eigentlich relativ viel Potenzial, welches zurzeit noch nicht genutzt wird. Und dann ist natürlich auch die Frage, welche Umsetzungsmodelle bieten sich an? Also müssen das Angestellte sein, die für eine Weile an einem Projekt arbeiten? Oder reicht da tatsächlich, dass man sagt, man aktiviert interessierte Privatleute, die in einer Aktion uns bei gewissen Projekten unterstützen? Diese ganze Palette der möglichen Umsetzungsmodelle muss man da auch auf dem Schirm haben, wenn man sich darum die Frage stellt, wer soll uns dabei unterstützen, wer kann das eigentlich alles umsetzen. Natürlich wird es eine Struktur geben müssen. Ich habe es mal Digitalisierungsbeauftragter plus X genannt, weil der Digitalisierungsbeauftragte allein wird es nicht stemmen. Das sind deutlich ja, mehr Manpower wichtig. Wichtig ist, dass wir eine laufende Erfolgskontrolle haben und gegebenenfalls nachjustieren. Also das Stichwort agile Entwicklung. Man kann jetzt nicht sagen, wir nehmen uns jetzt 3 oder 5 Jahre Zeit, entwickeln jetzt den Sprachassistenten. Man kann immer nur Baustein für Baustein entwickeln, schauen, wie weit man gekommen ist, was ist technologisch möglich, gibt es vielleicht Hürden, die noch genommen werden müssen und dann Schritt für Schritt tatsächlich nochmal entscheiden, was sind die nächsten Baustellen. Und die Veröffentlichung, das passiert ja mit dem heutigen Tag und die Fortschreibung des Digitalisierungskonzeptes als Rahmenvorgabe, in welchen Bereichen man aus welchem Grund aktiv sein sollte, ist auch ein wichtiger Punkt. Die mittelfristigen Schwerpunkte der Umsetzung, man muss sie natürlich ein paar Punkte rausnehmen, die am wichtigsten erscheinen. Und das hatten wir in der Präsentation schon so ein bisschen rausgehört. Es ist natürlich die oberste Priorität, dass man alles, was mit der Pflege und dem Ausbau von Sprachressourcen und deren Zugang zu tun hat. Das heißt, das laufende Schriftungsmonitoring, was ja nach der Pilotphase im Sorbischen Institut jetzt fest verankert ist als eine institutionelle Aufgabe. Die Integration der Sprachcommunity. Es gibt ganz viele Stellen, wo heutzutage sorbische Wörter entstehen. Das sind Redaktionen, das sind aber genauso private Bereiche, die dann in gewissen Konstellationen sagen, Mensch, ich habe da jetzt mal meine Oma gefragt, da gibt es ja tatsächlich ein ganz altes sorbisches Wort, das habe ich nirgends im Wörterbuch gefunden. Ich würde das jetzt gern irgendwo eingeben, dass das nicht verloren geht. Und das ist genauso so ein Punkt, wie integriere ich die Sprachcommunity, um die ganzen Facetten der Sprache, die ja nicht unbedingt am Forscherschreibtisch entstehen, sondern tatsächlich im Alltag, wie kann ich die tatsächlich sichtbar machen und für andere zugänglich. Der gezielte Aufbau von Terminologien und Sammlungen kam schon in den Folien vor und hier natürlich genau das Gleiche wieder Nutzerfreundlichkeit. Das heißt, wir müssen uns schon immer genau überlegen, wie genau will der Nutzer diese Wortlisten, wie nutzt er die, in welchen Situationen braucht er solche Listen. Da gibt es sehr verschiedene Rezepte. Aber es ist nicht damit getan, dass man in irgendeiner Datei, irgendeiner Datenbank das gesammelt hat, sondern das tatsächlich irgendwie so an den Nutzer bringt, dass er das genau in der Situation, wie er es braucht, ohne große Barrieren nutzen kann. Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Integration in Sprachtechnologien. Wir haben ja schon, weil wir das relativ zeitig im Konzept erkannt haben, dass das eine wichtige Säule ist, da schon im vergangenen Jahr angefangen mit einem Proof of Concept. Das heißt, wir haben schon vom Fraunhofer-Institut in Dresden in Zusammenarbeit mit der BTU Cottbus einen Prototypen und eine Machbarkeitsstudie entwickeln lassen für die Spracherkennung. Wir wissen, dass mit dem SOTRA-Programm, also Sorbian Translator, was in Verantwortung des WIDA Sprachzentrums entsteht, im März eine Präsentation stattfand, dass man dort eine erste Version veröffentlicht hat, ist unter soblex.de erreichbar.
Wir merken, dass wir im Vergleich zu anderen Sprachen doch schon relativ weit sind und hier auf einigen Gebieten gerade dabei sind, Pionierarbeit zu leisten. Und wenn ich von Kleinsprachen rede, dann sind nicht etwa Sprachen gemeint wie Friesisch, sondern tatsächlich auch solche aus unserer sorbischen Sicht großen Sprachen wie Tschechisch. Weil selbst das Tschechische ist zu klein, um von diesen großen Angeboten mit berücksichtigt zu werden. Also soweit geht das mit diesem Begriff kleine Sprachen. Und wir erhoffen uns einfach davon, dass wir mit Sprachtechnologien jetzt schon selber anfangen, da Angebote aufzubauen, dass wir den Zugang zu kommerziellen Angeboten uns damit erleichtern. Wir hatten bei der Sotra-Präsentation zum Beispiel schon Microsoft-Vertreter dabei, die meinten, na, mit diesen Grundlagen ist das auf jeden Fall ein Türöffner, dass man dort versuchen kann, in die Microsoft-Welt zu kommen. Also man merkt, da ist eine gewisse Offenheit da, wenn man schon selber gezeigt hat, wir haben da Material, als wenn man jetzt mit leeren Taschen dasteht und sagt, das müsste alles erst erarbeitet werden. Wir haben auch schon über die Präsenz der sorbischen Sprache in Standards und Programmoberflächen gesprochen. Die Unicode-Datenbank wurde angesprochen, Open-Source-Software. Wir hatten exemplarisch Firefox, da gibt es LibreOffice, da gibt es WordPress. Da gibt es eine ganze Menge von Software, die inzwischen mit einer sorbischen Oberfläche ausgestattet ist. Hier ist genau wichtig, dass man diese Terminologien sammelt, womit wir angefangen haben und zentral zur Verfügung stellt. Auch der Punkt Digitalisierung der Arbeitswelt ist schon in Angriff genommen durch eine erste Analyse. Und hier ist es als nächster Schritt wichtig, dass man sich interinstitutionell abstimmt und tatsächlich ja, zu dem Punkt kommt, in welchen Bereichen können wir in der Arbeitswelt die Digitalisierung vorantreiben, was uns tatsächlich die Arbeit erleichtert und inwieweit kann dort auch die sorbische Sprache, die ja jetzt in Windows-Systemen, in Word-Systemen in der Oberfläche nicht erscheint, wie können wir die tatsächlich sichtbar machen und im Alltag nutzen. Und der letzte Punkt, der wurde auch schon genannt, ist die Bekanntmachung vorhandener Aktivitäten und der vorhandenen Angebote, um auch zu zeigen, wir haben schon sehr viel erreicht und bitte nutzt die Sachen. Und dann kommen auch Ideen von der Community, was der nächste Schritt wäre, was noch gewünscht ist. Ich will meine kurze Präsentation abschließen mit einem ja, kurzen Fazit und einem Ausblick. Wir sind seit 2013 auf dem richtigen Weg und beschleunigen, so kann ich das bildlich sagen. Des Weiteren wird es wichtig sein, dass wir weitere Partner mit Erfahrung brauchen. Also es wird eine Illusion sein, dass man sich innerhalb unserer sorbischen Strukturen diese Partner anstellt oder irgendwie Strukturen baut, die da entsprechend auf gewissen Fachgebieten fit sind. Es gibt dafür einfach Strukturen wie fremde Institute, Forschungseinrichtungen, die genau zum Beispiel auf dem Gebiet Spracherkennung, Übersetzung und so weiter dort jahrzehntelange Erfahrung haben und uns da deutlichen Vorsprung verleihen können, wenn wir diese mit integrieren. Und das Interesse liegt auf beiden Seiten, muss man sagen, aus den Erfahrungen, die wir bisher haben. Wir haben die Situation, dass wir relativ wenige linguistische Kapazitäten haben. Da zähle ich jetzt nicht nur die Sprachabteilung im Sorbischen Institut dazu, sondern auch Redaktion und Lektorate, weil das sind eigentlich so die Bereiche, wo hohe Sprachkenntnis und Sprachkenntnis auf sehr hohem Niveau vorhanden ist. Aber das sind relativ wenige Leute. Das heißt, man muss diese linguistischen Kapazitäten gut koordinieren. Nicht, dass man sagt, da soll sich jeder seine eigenen Wortlisten schreiben. Also es muss sehr gut miteinander ausgetauscht werden, das, was man erreicht hat, so dass der andere das nutzen kann und darauf aufbauen kann. Und schließlich die Community zum Mitwirken zu animieren, das ist ein Schlüsselpunkt, dass man nicht nur die Begeisterung für diese Projekte und die Bekanntheit dieser Projekte steigert, sondern tatsächlich auch dadurch, dass viele Sachen nicht jetzt verlangen, dass jemand auf einem Gebiet Fachmann ist, sondern einfach nur Muttersprachler ist, zum Beispiel vorliest, zum Beispiel mit Sätzen beisteuert, zum Beispiel uns sagt, ich habe dort in einem bestimmten Wörterbuch ein bestimmtes Wort nicht gefunden, habe zwar selber keine Idee, aber ich markiere euch das mal. Das wäre schon wichtig, dass wir das Wort mal haben. Damit hat man einfach ein gewisses Feedback und weiß, okay, wir müssen uns dafür mal was ausdenken. Ich kann als ja, visionäres Fazit vielleicht sagen, die Sorben könnten eine europäische Vorreiterrolle bei der Digitalisierung kleiner Sprachen einnehmen. Und das ist jetzt nicht nur eine optimistische Vision, wir haben auch gerade die guten Voraussetzungen dafür, weil nach dieser Phase, wo mithilfe von zusätzlichen Mitteln
dieses Projekt Präsenz der sorbischen Sprache in der neuen elektronischen Medienwelt angestoßen wurde, wurde erkannt, dass das eine Daueraufgabe ist und entsprechend ist ein Teil dieser Erhöhung der Stiftungszuwendung auch genau dafür gedacht, dass diese Digitalisierungsprojekte jetzt in der Regie der Stiftung laufen können, nicht mehr als separat finanziertes Projekt. Wir haben zusätzlich noch Mittel vom Bund bekommen für Digitalisierungsprojekte. Auch der Freistaat Sachsen hat sich da entsprechend positiv geäußert, dass falls hier noch gewisse Projekte zusätzlich gefördert werden sollen, wir da gerne auf Unterstützung hoffen dürfen. Das heißt, wir sind gerade in der Situation, wo Ressourcen dafür zur Verfügung stehen und wir haben auch gerade die Grundlagen dafür, dass wir mit dem Konzept und dem Digitalisierungsbeauftragten, der bei uns ab 1.7. in der Stiftung anfängt, auch die Strukturen anfangen zu bauen, die das jetzt zielstrebig in die nächsten Jahre führen kann und umsetzen kann. Soweit zu meinen Ausführungen. Ich bedanke mich herzlich, Uczone Żyk na tym miejscu und würde an der Stelle ja, die Runde öffnen für eventuelle Rückfragen oder auch Ergänzungen. Julian Nitscher, Diana Schätzowa sind da, die ja mitgewirkt haben. Oder halt, wie gesagt, Rückfragen aus Seiten der Journalisten.